Leute, wisst ihr, was richtig scheiße ist? Ich habe einen Pickel. Und ich muss den mein Leben lang nie abdecken, weil ich den ganzen Tag eine Maske habe. Und für das Video kann ich keine Maske anlegen und jetzt muss ich den abdecken und das schießt mich an. Darum ignoriere den Pickel bitte. Dankeschön. Heute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute kommt wieder mal ein Video, das so ein bisschen Vlogging-Style ist. Ich habe schon mal so ein Video gemacht und zwar «Zeig mir mal». Und ich habe dort alles so ein bisschen gezeigt, was ihr mir gewünscht habt. Macht das Sinn? Ist das Deutsch? Nein. Wo ihr von mir gewünscht habt, was ich euch zeigen kann. Und heute gibt es einen zweiten Teil. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht so viel, sondern fangen wir mit dem Video an. Let's go! Welche Frisur du bei Buben am schönsten findest? Oh Leute, es fängt schon super an. Nein, es ist eigentlich noch easy. Und zwar kann ich euch mal ein Bild hier einblenden. Das finde ich eigentlich eine schöne Frisur, also das ist so das, was ich gerne mag. Aber momentan ist so ein bisschen der Style in so ein bisschen der Mittelscheitel. Mittelscheitel habe ich schon Bock, also da sehe ich mich schon drin. Und dann so ein bisschen voluminös, so... Ich weiß, was ich meine, oder? Auf jeden Fall, das finde ich irgendwie auch noch nice, aber es muss so zum Typ passen. Aber grundsätzlich, das ist so ein bisschen mein Favorite, den ich schon immer irgendwie nice gefunden habe. Dein bester Anmachspruch. Okay Leute, ich muss kurz auf Instagram schauen. Ich weiß nicht mehr, was mein bester ist, aber ich suche jetzt mal schnell meinen neuesten. Vielleicht gibt es da gerade einen nice. Alter, du bist so süß, wenn ich dich anschaue, bekomme ich sofort Diabetes. Danke, ich bin echt geschmeichelt. Dein WhatsApp-Profilbild und deine Info. Oh Bro, okay, wir kommen zuerst zum WhatsApp-Profilbild. Ich kann nur das hier einblenden, das ist nicht so spektakulär. Und jetzt, Leute, wir kommen zu meinem Status. Es heisst, glaube ich, nicht im Status, es ist Info. Aber das habe ich noch. Achtung, seit dem 19. Juni 2018 und das ist hier gefühlt nie mehr angeschaut, okay? Glück bedeutet nicht, alles zu bekommen, was man will, sondern die Menschen zu haben, die man braucht. Ich hätte eigentlich schon mal ändern, es ist so ein Tumblr-Spruch von 2012 gefühlt. Aber ja, der Spruch ist ja eigentlich wahr und darum kann ich jetzt noch die nächsten 12 Jahre drin, würde ich jetzt mal sagen. Eine Kinderzeichnung von dir! Da rein sind alles meine wunderschönen Zeichnungen. Das ist ein Sonnenuntergang. Wunderschön. Oh mein Gott! Ich in meinem Brautkleid. What the fuck? Ich will so nicht heiraten. Und wieso habe ich so eine Schweinchen-Nase? Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Das ist so ein geiles Bild. Deine Zimmerpflanze! Okay, also ich muss sagen, ich habe mega viele Zimmerpflanzen. Ich kann uns mal alle vorstellen. Das ist der Robert, das ist der Aurelius, das dort hinten ist der Nonem und das ist der Jakob. Dann das hier oben ist auch eine sehr schöne Pflanze. Sie ist aus Plastik, ja. Und da ist mein wunderschöner Christbaum. Und ich habe natürlich meinen Kaktus. Das ist mein Kaktus. Gell, mein Kaktus ist cool. Du bist cool. Ich habe schon den. Und ja, ich weiss, ich habe keine richtige Pflanze. Entweder ich habe Kakteen, die 300 Jahre überleben können, wenn ich ihnen kein Wasser gebe, oder ich habe einfach Fake-Pflanzen, weil ich einfach nichts herbringe in meinem Leben, weil ich eine Pflanze nach 12 Stunden schon wieder sterben bei mir. Dein perversester Gegenstand, den du hast. Schau jetzt erst Lionel mein Video an, bevor er urteilt, okay? Das vibriert ja fest. Was würdest du gerne können, schaffst du es aber nicht? Eigentlich ist es ein Spagat, aber ich glaube, ich kann ihn immer noch nicht. Moment. Ah. Nein. Wenn du ein Tier wärst, welches wärst du? Nattig sieht für mich aus, also auf diesem Bild, auf dem anderen nicht, wie ein Labrador. Warum nicht? Dein Fastnachtskostüm, wo du 5 warst. Ich weiss nicht, ob ich 5 war, vielleicht bin ich auch so 10 oder so, aber ich hole es mal. Yippie! Ein altes Tagebuch, wenn du sagst, oh Leute, ich habe nicht nur eins, ich habe Millionen. Und ich könnte mal ein Video dazu machen. Aber ich zeige euch jetzt mal ein paar Ausschnitte von diesem kleinen Ding da. Ich bin da etwa 11 gewesen, okay? Also das Buch heisst... Ich kann das nicht... Ey, das ist mir ganz so unangenehm. Wer ist an der Reihe? Also, lassen wir es mal so sagen. Ich bin wahnsinnig in einen... wie nennen wir ihn? Birne. Ich bin wahnsinnig in Birne verknallt. Ich versuche ihn immer zu erobern, doch leider trifft es eher die Schwachköpfe. Jeden Plan, den ich schmiere, geht nach hinten los. Also, nun will ich euch mal meine Geschichte mit den schwachköpfigen Jungs erzählen. Bro, das ganze Buch geht darum.
Oh mein Gott, was bin ich für ein fucking Snitch gewesen? Alles fing an mit einem, wie nennen wir ihn? Tomate. Alles fing an mit Tomate. Am 10. Januar 2012 um 21:46 Uhr schrieb er mir, willst du mit mir gehen? Und ich sagte wirklich ja. Bro, wisst ihr die Zeiten an, wo man so geschrieben hat, willst du mit mir gehen? Ja. Und dann hat man einfach einen Freund gehabt, obwohl man noch nie mit dem geredet hat. Das war Tomate. Das war meine erste richtige Beziehung. Oder eben noch nicht richtige. Naja, das bereue ich jedenfalls. Denn als ich zusagte, schrieb er mir alle 5 Sekunden I love you. Und das hielt ich nur für eine Weile aus. Denn nach den bekloppten Videos schrieb ich einfach eine Woche nicht mehr. Was bin ich für ein gemeiner Mensch gewesen? Alter, ich wäre sowas von nicht gerne mit mir befreundet gewesen. Danach schrieb ich einfach, ich mach Schluss. Okay, wir machen noch eine Seite. Er kapierte es einfach nicht und schrieb immer, gehen wir jetzt noch miteinander. Gehen wir jetzt noch miteinander? What the fuck? Das stresste mich total. Also beschloss ich ihm, Arschloch zu schreiben. Und damit hatte sich die Sache Party! Ich muss da nicht mehr dazu sagen. Ich bin einfach ein fucking Snitch gewesen. Aber ja, geben wir mal einen Daumen nach oben, ob ich mal ein ganzes Video machen soll zu meinen Tagebüchern. Ich habe noch mehr Tagebücher von früher. Und da hat es noch recht lustige Storys drin. Wir machen einfach schnell weiter. Ja gut, das war es absolut mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt doch einen Daumen nach oben. Und ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Tschüss! The fuck?